Ich war in dem Mineralbade St. Georgen, eine kleine halbe Stunde von Altötting. Das trübe, regnerische Wetter, welches schon 4 Tage gewährt, stimmte die wenigen Badegäste gleichfalls düster und verzögerte die sonst treffliche Wirkung des Mineralbades. Ringsherum war alles in einem grauen Schleier gehüllt und wir Badegäste saßen auch, verstimmt und düster wie matte Fliegen auf unseren Zimmern. Endlich gegen Abend des 5. Tages zerriss die Sonne die dichten Wolkenschichten. Die ganze reizende Gegend lag im Sonnenscheine vor den Augen und erheiterte zugleich die Gemüter aller lebenden Wesen. Das ganze Heer der gefiederten Sänger, von der Lerche in der hohen Luft bis zur Drossel. Und Amsel in dem nahen Walde pries den Herrn des Lichtes in luftigen heiteren Weisen, und die beengte Menschenbrust ging weit auf bei dem Gestirne alles Lebens. Links lag der Marktflecken und das Schloss Tüßling, dann das weite Mordfeld, wo die Bayern unter ihrem Herzöge Arnulf im Jahre 913 die wilden Horden der Ungarn bis auf kaum 30 Mann vernichteten. Im Mittelpunkte Alt- und Neuötting und Rechtsdörfer und zerstreute Einzelhöfe. Den Hintergrund bildete aber das schöne Berggelände des Innstromes mit Nadel- und Laubholz bewachsen, aus welchem die Schlösser Winhöring und Burg hervorblicken. Ich eilte hinaus wie ein freudiger Knabe, der nach einer Trennung von mehreren Tagen seinen lieben Vater wieder des Weges daherkommen sieht und atmete freudetrunken die frische Luft ein. Nicht ferne auf der Landstraße traf ich einen alten, weißgelockten Wegmacher, welcher sich eben rüstete, nach vollbrachtem Tagwerke Pickel und Schaufel auf die Schulter zu laden und den Rückweg nach seinem Häuschen anzutreten. Ich hatte auf meinen Wanderungen schon oft mit dem ehrlichen Alten geplaudert. Es war eine jener kräftigen, fast unverwüstlichen Naturen, stark gebräunt, mit einem mächtigen weißen Schnurrbarte und 2 Narben von Säbelhieben über Wangen und Stirne, welches alles ihm ein höchst interessantes Aussehen gab. Der Alte war früher Reiter bei dem Regiment Bubenhosen, das sich durch seine Bravour, ja Tollkühnheit gegen die Feinde den Namen Fleischhacker erworben hatte. Ich begrüßte ihn freudig und sagte: Nun, alter Kriegskamerad, nun haben wir endlich schönes Wetter. Mir schon recht, lieber Herr, war seine Antwort, wenn es nur so bliebe, aber schauen's nur da nach Burg hinüber. Die 3 Kohlenbrenner dampfen, als wenn sie eben die Haufen angeschürt hätten. Ich blickte nach der angedeuteten Richtung hin und sah nun gleichfalls aus der Waldung des Bergabhanges oberhalb des halb verfallenen Schlösschens Burg 3 mächtige Rauchwolken emporsteigen. Sie mochten etwa 400 bis 500 Schritte entfernt sein. Solange die dampfen, fuhr der Veteran ernsthaft fort, ist an ein beständig schönes Wetter nicht zu denken, und Sie sollen sehen, morgen regnet es wieder, was nur das Zeug hält. Ei, sprach ich, da soll ja der Kuckuck die Köhler da drüben holen. Ja, lieber Herr, erwiderte der Alte, die hat der Herrgott schon vor mehr als 300 Jahren geholt, und eben darum dampft es auf den Plätzen, wo sonst ihre Kohlenhaufen standen. Bei unlustigem Wetter, allen bösen und gottvergessenen Menschen zur ewigen Warnung. Kamerad, rief ich, macht mir die Freude und seid heute Abend mein Gast im Wirtshause von St. Georgen und erzählt mir dabei von der Geschichte. Herzlich gerne her, sagte der Veteran, und ich denke, sie soll Ihnen gefallen, wenn es Ihnen dabei auch ein paar Mal graulich über den Rücken läuft, denn es ist gerade keine gar lustige, besonders aber für junge Leute sehr lehrreiche Geschichte, sowie für jene, welche glauben, der liebe Herrgott sei schon alt geworden und nehme die verhärteten Bösewichter nicht mehr beim Kopf. Im Wirtshause angekommen setzten wir uns an einem Separattisch an das Fenster, von wo aus wir Burg und die ganze Gegend vor uns übersehen konnten. Der Veteran begann. Vor etwa 300 Jahren, ein paar mehr oder weniger, das kann ich nicht mehr sagen, lebten dort im Dörfchen Burg 3 Kohlenbrenner, wüste, gottlose Kerls, wie es auf weit und breit keine mehr gab. Mit mein und dein nahmen sie es eben nicht sehr genau, und das Holz zu ihren Kohlenhaufen rafften sie am liebsten von da, wo es nicht für sie gewachsen war. In die Kirche kamen sie Jahr ein Jahr aus nicht, sondern wandten die Zeit während des Gottesdienstes,
welchem die frommen Nachbarn und der Förster fleißig bewohnten, dazu an, um unbemerkt so viel Holz zu ihren Geschäften zu stehlen, als nur möglich. Aber ungerecht Gut gedeiht nicht, und wer sich um den lieben Gott nicht bekümmert, um den bekümmert auch er sich nicht, und es ist dann kein Segen bei allem, was so ein Mensch auftut. Ja, es nimmt mit Leuten der Art stets ein trauriges oder wohl gar ein schreckliches Ende, wie Sie gleich hören werden, lieber Herr. Denn was die Kohlenbrenner auf so unredliche Weise verdienten, flog auf die leichtsinnigste, ja gottloseste Art wieder fort. In allen Wirtshäusern der Umgegend konnte man sie finden, wo dann geschlemmt und gespielt wurde bis tief in die Nacht hinein, bis alles hinflog, wo es herkam. Besonders in dem Wirtshause zur Hölle fanden sie sich gerne zusammen, als wenn der Name für die 3 schwarzen bösen Gesellen etwas Anziehendes gehabt hätte. Aber Herr, Sie müssen nicht glauben, dass die Wirtsleute schlecht waren. Für den Namen ihres Hauses, welcher schon seit undenklichen Zeiten darauf war, konnten sie nichts, im Gegenteil waren es ehrliche und christliche Leute, denen es selbst unlieb war, wenn die 3 Kohlenbrenner bei ihnen einsprachen. Und so ist es auch heute noch. Nirgends findet man ein reinlicheres Landwirtshaus, wo man zugleich besser, freundlicher und billiger bedient würde, als in der Hölle. Machen Sie, lieber Herr, nur einmal eine Wanderung dahin und Sie werden mir es bezeugen, dass es dort in der Hölle recht gut und wohnlich ist. Der liebe Gott bewahre uns aber gnädiglich vor der wirklichen Hölle. Dort oder Eisenfelden, nahe der Kaiserschanze, welche so genannt wird, weil sie der römische Kaiser Augustus oder Hadrianus soll zur Abwehr der wilden Völker haben bauen lassen, wohnte ein anderer Köhler. Jawohl ein anderer, denn er war in allen Dingen anders, als die 3 eben geschilderten. Er war ein frommer, fleißiger und schöner Bursche. Ein junges, ehrliches Blut, der das benötigte Holz, was er nicht selbst aus seinem kleinen Anwesen hatte, von den umliegenden Waldbauern kaufte und sich so recht und schlecht, wenn auch freilich etwas kümmerlich nährte, weil er sein Häuschen nebst den bisschen Feld und Wald verschuldet übernehmen musste, da sein Vater an langem Sichtum darniedergelegen, ehe er das Zeitliche gesegnet. Dafür lachte ihm aber doch die heiterste Zukunft auf Erden, denn das schönste Mädchen, in deren junger Brust ein frommes, tugendhaftes Herz schlug, hing mit unendlicher Liebe und Treue an ihm, ärmer noch als er hatte sie überdies für eine kranke Mutter Sorge zu tragen, von welcher der junge brave Köhler Konrad manch schweren Teil auf seine Schultern nahm. Eines Sonntagsabends saßen die jungen Leute an dem Krankenbette der Mutter und bauten die schönsten Luftschlösschen, denen die Mutter lächelnd zuhörte. Da sprach Konrad: »Höre, liebe Mutter Gertraud, und du mein liebes Klärchen, der schönste und größte Holzhaufen, welchen ich Zeit meines Lebens zum Meiler aufgeschichtet habe, steht bereit und wird dieser Tage angezündet. So Gott will, löse ich so viel Geld aus den Kohlen, dass ich einen großen Teil der Schulden, welche auf meinem Anwesen liegen, abbezahlen kann. Was könnte uns dann noch abhalten, vor den Altar zu treten, dort was vor Gott und dem Herrn Pfarrer nochmals auf ewig Liebe und Treue zu schwören, und wenn auch kein reiches, doch glückliches Paar zu werden. Die Mutter nehmen wir zu uns. Du sollst das beste und wärmste Plätzchen in der Stube einnehmen und halten wollen wir dich, wie unseren eigenen Augapfel. Sieh Mutter, das arme Klärchen arbeitet sich Tag und Nacht für dich ab und will nur in dringendster Nothilfe von mir nehmen. Wenn sie aber mein Weib ist und ich dein Sohn, dann gehörst du ja mir so gut an wie ihr. Sprich, ist es nicht so?« Mutter Gertraud reichte ihm gerührt die Hand und Klärchen lächelte ihn, die schönen schwarzen Augen voll Wasser, so freundlich an, dass er ihre stillschweigende Einwilligung klar daraus ersah. Darum fuhr er fort: »Was meinet ihr? Heute ist Maria Himmelfahrt. Ich dächt etwa so in 4 Wochen, am Kornelitag. Das soll ein ganz besonders guter und glücklicher Tag zum Hochzeitmachen sein.« »Jeder Tag«, erwiderte die Mutter, »ist ein glücklicher, den Gott segnet.« »Ja Kinder, an seinem Segen ist alles gelegen, darum beginnt jedes Werk in seinem Namen,
dann werdet ihr auch in eurem frommen Sinne nie etwas Unrechtes anfangen. Klärchen aber drückte Konrads Hand mit Innigkeit und sprach: Wie du willst. Guter Konrad, Mutter hat es ja bei uns 10-mal besser und wird eher gesunden, wenn wir zu dir ziehen, als in dieser feuchten Herberge, wo der Wind durch alle Fugen herein und hinaus streicht und wir doch teuren Mietzins bezahlen müssen. Ja, ja, rief Konrad, bei mir wirst du gewiss bald gesund werden. Jetzt kann und will ich dir es sagen. Der fromme Einsiedler zu Engfurt hat auf meine Bitten für dich einen Trank angesetzt, welcher aber 8 Tage in der Sonne stehen muss, um die Heilkräfte aus allen Kräutern, die er selbst gesammelt, auszuziehen. Morgen oder übermorgen gehe ich zu ihm, denn er hat mich gar gerne, und hole für dich die Medizin, und du wirst sehen, Mutter. Gertraud, du machst dann auf unserer Hochzeit selbst noch ein Ehrentänzchen. Sie müssen wissen, lieber Herr, erklärte der Veteran zu mir gewandt, dass der Ruf von diesem ebenso frommen als in der Heilkunst hocherfahrenen Einsiedler unter dem Landvolke sich noch bis heute erhalten und fast in jeder Haushaltung sich von ihm ein Mittel gegen dieses oder jenes Übel fortgeerbt hat. Er soll früher Leibarzt des damaligen Herzogs in München gewesen sein, den seine mächtigen Feinde und Neider nach dem Tode des alten Herren vom Hofe weggebissen und der dann des Weltlebens müde die Einsiedelei zu Engfurt bezog, wo ihn die Hilfsbedürftigen von nah und fern aufsuchten und Genesung oder doch wenigstens Linderung fanden. Er soll ein überaus gelehrter Mann gewesen sein. Denn es gab in ganz Deutschland kein Kräutlein, sagte man, dessen deutschen und lateinischen Namen, sowie die Wirkung von jedem, er nicht genau zu sagen wusste. Daher kamen auch gar große Herren von weit her zu dem Einsiedler, um sich in manchen verzweifelten Fällen Rat zu holen. Aber gegen Neid und Missgunst wusste der alte Einsiedler halt auch kein Kräutlein. Und wie es dem damaligen Leibarzt ging, so jetzt dem ehrlichen, braven Konrad. Der Gute und Tugendhafte wird von dem Bösen und Lasterhaften gehasst und verfolgt. Die 3 Kohlenbrenner waren dem Jungen geschworene Feinde, in letzter Zeit wurden mehrere Holzdiebstähle dem herrschaftlichen Förster, man wusste nicht von wem verraten und sie deswegen schwer bestraft. Alle 3 hielten Konrad für den Angeber, woran jedoch der gute Bursche unschuldig war. Zudem kam noch, dass Radbot, der älteste unter ihnen, einen Sohn von Konrads Alter hatte, der gleich seinem Vater ein böser, hämischer Mensch war, ein Raufer, ein Säufer, ein Spieler, der seinesgleichen suchte. In der ganzen Gegend war darum Kohlenbrenners Hans-Görgi, wie er genannt wurde, allgemein gefürchtet und gehasst, und der Verdacht eines heimlichen Totschlages haftete schon seit geraumer Zeit auf ihn. Nun, jeder kennt das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamme und nur ein Narr sucht süße Zwetschgen auf einem Schlehdornstrauch. Das traf bei Radbot und seinem Sohne auf ein Haar ein. Dieser Hans-Görg hatte gleichfalls sein Auge auf das gute sanfte Klärchen geworfen, dieser aber dem frechen Burschen ein für allemal mit Verachtung die Türe gewiesen und daran tat sie recht, denn ein Lamm und ein Wolf können ja nun und nimmermehr einen Weg nebeneinander gehen, ohne dass das Lamm bald von dem Wolfe zerrissen wird. Nun wurde es auch noch bekannt, dass Konrad und Klärchen am Kornelietag getraut und zum glücklichen Ehepaare gemacht werden sollten. Das steigerte den Hass von Vater und Sohn gegen den glücklicheren Konrad noch mehr. Eines Tages, als die 3 Köhler eben von der Rentei nach Hause kehrten, wo sie wieder Strafe wegen Holzfrevel bezahlen mussten, hob der schreckliche Radbot an. Hört, Kameraden! Den Konrad müssen wir beiseite schaffen, sei es auf diese oder jene Weise. Ja, sterben muss er, wenn wir in unserem Kohlenhandel und lustigem Leben nicht ganz zurückkommen sollen. Mein Sohn hat ihm zwar seit einiger Zeit schon aus mehreren Ursachen auch den Tod geschworen, aber der ist in Perach bei dem Wirte als Bauknecht und bis der Gelegenheit hat, ihm von anderen ungesehen den Rest zu geben. Dauert es zu lange, uns aber läuft er alle Tage wenigstens einmal im Walde in die Hände. Das war den beiden anderen Bösewichtern ganz nach ihren Herzen. Nur das Wie und Wann konnten sie noch nicht recht finden.
Da blickte Radbot auf und sah ganz oben auf dem Berge bei der Kaiserschanze eine Rauchsäule hoch in die Abendluft emporwirbeln. Seht mal, fing er an, der fromme Schleicher hat seinen großen Meiler angezündet, und er brennt prächtig und in schönster Ordnung. Plötzlich blieb er stehen und sprach teuflisch lächelnd: Die Rauchsäule dort oben sagt uns am deutlichsten, was wir zu tun haben, um seiner loszuwerden. Wie? Wenn wir ihn heute Nacht, während er in seiner Beihütte beim Meiler schläft, überfielen, knebelten und bänden und dann den Angeber in seinen eigenen Kohlenhaufen würfen. Die beiden anderen schauderten etwas über das Furchtbare, aber Radbot ließ sie nicht zur Besinnung kommen und fuhr fort: Dort in der anderen Welt mag er uns beim Teufel oder so er sonst will angeben, dass wir ihn in seinen eigenen Kohlen verbrannt haben, was kümmert und schadet das uns? Oder wollt ihr noch öfter in der Rentei brav Batzen bezahlen? Du hast recht, sagte Wolf, aber, was aber, unterbrach ihn Radbot. Du fürchtest doch nicht entdeckt zu werden, wenn man später seine Knochen unter den Kohlen findet? Na, jedermann wird glauben, er habe schlaftrunken auf dem Brette oben einen Fehltritt gemacht und sei selbst hineingestürzt. Gerade dadurch wird unsere Tat verborgen, denn sein halbverkohlter Schädel wird sich nicht mehr als Ankläger gegen uns auftun. Aber Gott, erwiderte Ambros, der dritte Köhler. Hoho, lachte Radbot laut auf, gib acht, wie der seinen Frommen vor uns schützt. Lästere nicht, Radbot, erinnerte Ambros, man hat denn doch Beispiele. Das alte Weibermärchen in der Kunkelstube erzählten und die Kinder sich davor fürchteten, unterbrach ihn Radbot. Kommt, der, den du meinst, der mag mich strafen. Aber jetzt vorwärts in das Wirtshaus zur Hölle. Ihr seid arme Tröpfe, die erst Mut und Entschlossenheit zu einer kecken Tat bekommen, wenn ihnen das Bier und der Branntwein Courage machen. Die drei Köhler bogen von der Straße nach Burg ab zum nächsten Fußweg zur Hölle. Dort angekommen, erstickten auch die beiden anderen jedes bessere menschliche Gefühl in Bier und Branntwein, das Radbot in Menge auftragen ließ. Der Abend wich allmählich der Nacht, und die Sterne blinkten freundlich auf die lautlose Erde nieder, wo ringsum Friede und Ruhe über die ganze Natur ausgebreitet war. Die Vögel waren schon alle schlafen gegangen und deckten mit ihren Flüglein sorgsam ihre Jungen zu. Die summenden Käfer hatten sich verkrochen, sowie die Würmchen aller Arten. Die prächtigen Schmetterlinge saßen auf der unteren Seite der Blätter, damit kein schädlicher Nachtzau auf sie fallen konnte. Nur die Grillen zirpten ihren Chor, als wären sie die kleinen Kapuziner der Käferwelt, und wollten dem lieben Gott für den verflossenen Tag danken und für den warmen Sonnenschein, für das zarte Gras zur Speise und die glänzenden, kühlen Tauperlen zum Tranke. So sah es draußen im Freien aus. Aber drinnen im Wirtshause war es anders. Dort saßen die drei Wüstengesellen und zechten und lärmten und fluchten, dass die Fenster hätten zittern mögen. Da trat endlich der Wirt vor sie an den Tisch hin und sagte in ernsthaftem Tone: Pfui, ihr sollt euch schämen, so zu fluchen. Seid doch alle drei schon Männer bei Jahren. Heute ist Sankt Sebaldi Vorabend, morgen feiern wir in unserer Pfarrkirche das Patrozinium. Lasst es darum gut sein. All meine Hausgenossen sind schon zu Bette. Geht nun auch, denn es ist bereits 11 Uhr in der Nacht. Was? 11? Rief Radbot aufspringend. Ja, dann ist es Zeit, dass wir gehen. Jeder von den dreien leerte seinen Krug. Dann gingen sie singend und johlend zur Türe hinaus. Als sie das Wirtshaus schon ziemlich weit hinter sich hatten, blieb Radbot stehen und sagte zu seinen Spießgesellen: Jetzt still. Von da an kein Gelärme mehr. Niemand darf wissen, wohin wir gezogen, kein Auge darf sehen, welche Fußsteige wir betreten. Und nun vorwärts. Vor Mitternacht müssen wir bei dem dort sein, der morgen die Sonne nicht mehr aufgehen sieht. Und fort ging es in eiligem Schritten bergauf und bergab durch tiefe Schluchten und Waldungen, durch Gießbäche und Gestrüppe. Die ganze Natur lag im tiefen Schlafe,
nur dann und wann flog ein Nachtvogel auf oder huschte eine Natter über den Weg. Wacht denn niemand? Ist kein Auge für den unglücklichen Konrad offen, dessen schreckliches Schicksal mit jedem Schritte der Bösewichter näher rückt? Ja, dort in einem einsamen, niederen Häuschen, in der ärmlichen, aber reinlichen kleinen Stube, liegt vor dem kleinen Hausaltar ein engelreines Wesen noch spät in der Nacht auf den Knien und betet für die kranke Mutter. Und in dieses Gebet mischt sich oft auch eine Bitte für den Geliebten, dass ihn der liebe Gott und die heilige Jungfrau schützen möge, auf seinen Wegen und Stegen und in allen Gefahren. Dieser kleine Altar in der Ecke des Stübchens besteht nur in einem Kruzifix und 2 mit grellen Farben gemalten Heiligenbildern, wie sie in den Häusern der Landleute überall getroffen werden. Das eine sollte den heiligen Konrad, das andere die heilige Clara vorstellen. Zur leichteren Verständigung hatte der höchst bescheidene Maler Sanctus Conradus und Sancta Clara darunter gekleckst, sonst wäre so bald kein Gelehrter daraus klug geworden. Beide waren ein Geschenk, welches Konrad seinem Klärchen an ihrem Namenstag gemacht hatte und worüber sie sich königlich freute. Und warum auch nicht? Kostete sie nur 2 Zwanziger? 2 zierliche Maibüsche von ihrer eigenen Hand angefertigt, vollendeten diese niedliche Zimmerzierde. Bis gegen 11 Uhr hatte Klärchen bei der Lampe genäht, womit sie sich und die Mutter ernährte. Arbeit hatte sie immer vollauf, da die Bauernmädchen gerne ihre Kleider von der geschickten jungen Näherin machen ließen. Denn was sie zuschnitt und nähte, saß ja alles so nett und knapp, dass jede Figur dadurch gehoben wurde. Heute aber währte ihre Arbeit länger, denn sie gab ein paar Stunden zu und arbeitete auch an dem eigenen Festgewande für den glücklichen Cornelitag. Ein schönes, natürlich rot gefärbtes Röckchen, dessen Wollenzeug im Hause gesponnen, ein Nieder von seinem Scharlachtuche, mit schmalen Goldbördchen besetzt, nebst einer Schürze von blendenweißer Leinwand, gingen aus ihren eigenen Händen hervor. Zu diesem Staate, welcher ihre Kräfte bei weitem überstiegen hätte, wenn sie die Stoffe dazu nicht von ihrer Firmpatin zum Geschenk erhalten hätte, kamen noch weit ausgeschnittene Lederschuhe mit roten Absätzen und weißwollene Strümpfe mit blauen Zwickeln. So konnte sich das überglückliche Klärchen mit jeder wohlhabenden Bauerstochter an ihrem Hochzeitstage messen. Eben wie sie ihre Arbeit beendigt und alles sorgfältig in ihre Truhe verschlossen, treffen wir das fromme, unschuldige Kind vor dem Altare auf den Knien. Eine unheimliche Ahnung musste ihre Brust gewaltsam pressen, denn so lange mochte sie seit geraumer Zeit nicht gebetet haben. Von Westen her zog ein schweres Gewitter und hatte beinahe den ganzen Horizont verfinstert, als die 3 Köhler den der Kaiserschanze gegenüberliegenden Berg erstiegen hatten. »Holla«, rief Radbot. »Der, welchen ihr gefürchtet habt, unterstützt selbst das Vorhaben. Kein Mensch geht bei solch drohendem Unwetter aus seiner Hütte.« Mit diesen Worten schnitt er lange zähe Weidengärten ab und gab sie den beiden anderen. »Jetzt kommt diesen Berg hinab. Den Kaiserberg hinauf. Und vor Mitternacht ist alles abgemacht.« Der Donner rollt dumpf durch die bewaldeten Berge und einzelne Blitze beleuchteten den ganzen Endstrom weithin in seinem vollen Laufe, als die 3 Kohlenbrenner auf Konrads Beihütte eilig zuschritten. »Tut, wie ich euch gesagt«, flüsterte Radbot, und hineinstürzten die Unmenschen und banden den Schlafenden an Händen und Füßen. Radbot aber knebelte ihm den Mund und warf ihm zum Überflusse noch eine daneben liegende Jacke über den Kopf. Das Unwetter hatte über das, was vorgekommen, entsetzt an sich gehalten. Kein Blitz wollte es beleuchten. Als aber der Unglückliche in den glühenden Kohlen lag und Funken hoch emporsprühten, da schmetterte Blitz und Schlag zugleich hernieder, als ob die Erde bersten sollte, und fuhr in ein ziemlich nahe und einzeln stehende große Tanne, die augenblicklich in lichten Flammen stand und gleich einer Riesenfackel die 3 fliehenden Mörder beleuchtete. Klärchen, deren Häuschen eine Viertelstunde von der Kaiserschanze auf einem gegenüberliegenden Hügel lag, fuhr von dem grässlichen Donnerschlage erschreckt von ihrem Gebete empor und eilte an das niedere Fenster. Da sah sie die hochauflodernde Tanne, sah den rauchenden Kohlehaufen Konrads, und unnennbare Angst durchzitterte sie.
Trotz des niederströmenden Regens eilte sie alles vergessend fort zur brennenden Tanne, in deren Nähe sie Konrads Beihütte wusste. Da hörte das arme Mädchen, als sie eben den Hügel hinablief, auf dem Turme des Schlösschens Burg 12 schlagen. Neue Furcht ergriff ihre ohnehin schon geängstigte Seele, denn zur damaligen Zeit hegte ja noch Groß und Klein den Glauben an Gespenster und böse Geister, welche um Mitternacht ihre Macht ausüben konnten. Aber ihre Liebe und Treue, sowie ihre Angst um Konrad überwanden alle Gespensterfurcht und bald stand sie vor der kleinen zeltartigen und dicht mit Tannenästen bedeckten Beihütte Konrads. Das Gewitter hatte ausgetobt und Totenstille herrschte ringsherum, nur die riesige Tanne loderte noch hoch auf und beleuchtete die ganze Umgebung. Bei ihrem Scheine fand das arme Mädchen die Hütte, sowie das ärmliche Lager, welches gleichfalls mit jungen, weichen Tannenzweigen bestreut war, leer. Sie rief mit allen Tönen der Liebe und Angst den Namen Konrads nach allen Richtungen hin, aber nur das Echo aus den Waldschluchten antworteten ihr. Triefend vom Regen setzte sie sich auf das niedere Lager der Hütte und brach in Tränen aus. Das erleichterte die gepresste Seele der Armen und sie überlegte nun, ob sie zu dem kleinen Gehöfte Konrads, das etwa 1000 Schritte entfernt lag, hinüberlaufen sollte. Aber sie war ja nur halb bekleidet und Schamröte überzog das sittsame Klärchen. Jetzt fiel ihr auch die zurückgelassene kranke Mutter ein. Da sank sie auf die Knie und rief mit emporgehobenen Händen den Vater aller Verlassenen an, bat ihren und dann wieder seinen Schutzengel, dass sie über den Geliebten ihre Fittiche ausbreiten und ihn schützen und schirmen möchten. Gestärkt und getröstet erhob sie sich dann und eilte zu ihrer Mutter zurück. Des anderen Tages ging die Sonne in voller Klarheit über die Wälder auf. An allen Kräutern, Blumen, Blättern und Tannennadeln zitterten die Regentropfen des vorübergegangenen Gewitters gleich Edelsteinen im herrlichsten Farbenspiele. Die Vögel wurden wach und fangen ihr lautschallendes Morgenlied, und alle Geschöpfe kamen aus ihren Schlupfwinkeln hervor. Nichts ließ ahnen, welch schreckliche Tat von den 3 Ruchlosen in der verflossenen Nacht verübt war. Da kam auch Radbot aus seinem Hause, welches am Ende des Dörfchens Burg lag und schritt höhnisch lächelnd, aber doch etwas blass und verstört, den Wendelsteig des Hörndelbergs, an dessen Mitte sein Meiler lag, hinauf. Haben böse Träume ihn geschreckt und seine Ruhe gestört? Oder ist der Richter in seinem Inneren erwacht? Als Radbot bei der Schmiede vorbei wollte, wo der Meister mit seinen beiden Söhnen schon rüstig bei der Arbeit war und aus voller heiterer Brust ihr Morgenlied sangen, hörte er deutlich die Worte desselben. Und meinet auch der Bösewicht, der liebe Gott, der sähe es nicht, was er in stiller, dunkler Nacht für teuflisch Bubenwerk vollbracht? Du arger Tor, all was du hast so fein gesponnen, es kommt hervor, gar bald ans helle Licht der Sonnen. Horch auf die Schwalben zwitschern schon, seitdem der Morgen graut davon. Und ehe du es vermutet hast, hat dich schon Gottes Hand gefasst. Gerne wäre der Köhler umgekehrt, aber er konnte nicht mehr. Der alte brave Schmied bot ihm einen guten Morgen und sagte: He, Radbot, du siehst ja ganz übernächtigt und bleich aus. Hast gewiss wieder mit deinen Kumpanen in einem Wirtshause übernachtet? Ja, antwortet Radbot etwas verlegen, ich blieb mit den Nachbarn Wolf und Ambros in der Hölle sitzen. Nun, lachte der Schmied, wenn ihr nur nicht auf immer in die Hölle zu sitzen kommt. Eine Nacht über kann man es am Ende schon noch ertragen. Radbot ging vorüber, ohne etwas darauf zu erwidern, und die Hämmer klangen wieder lustig im Takte zum Liede. Aber auch in Radbots Brust fing es jetzt zu hämmern an. Er gab den jähen Stufen, welche er hinaufstieg, Schuld. Als er den ersten Absatz der Wendeltreppe erreicht hatte, welche im Zickzack emporführte, hörte er von der Schmiede herauf wieder gar deutlich das vorige Lied singen. Jetzt, als er eben um ein Gebüsch biegen wollte, stand der junge, kräftige Konrad vor ihm, wie er leibte und lebte. Eingewurzelt und einer Marmorstatue gleich konnte Radbot kein Glied bewegen. Starr waren seine Augen auf die Erscheinung gerichtet, die Lippen zitterten, aber kein Laut kam aus der keuchenden Brust.
Und wieder klang es von der Schmiede herauf, und ehe du es vermutet hast, hat dich schon Gottes Hand erfasst. Aber noch fürchterlicher donnerte aus seinem Herzen und Gewissen in schrillen, gewaltigen Tönen. Und ehe du es vermutet hast, hat dich schon Gottes Hand gefasst. Da vernahm er auch Konrads deutliche, ihm wohlbekannte Stimme: »Gut, Radbot, dass ich euch treffe, ich wollte soeben zu euch in das Haus hinab.« »Du?« tönte es dumpf aus Radbots Brust. »Was willst du von mir?« Konrad erwiderte: »Ich fand heute Nacht um 11 Uhr euren Hans-Georg eine gute Strecke von meinem Kohlenhaufen arg zerschlagen und in seinem Blute schwimmend, halb besinnungslos auf der Erde.« Aus seinen abgebrochenen Worten konnte ich nur vernehmen, dass Eisenfeldner Burschen, mit welchen er immer Raufhändel hat, ihn überfallen und so arg zugerichtet haben. »Wo ist er?« frug halb wimmernd Radebot. »Seid ruhig«, erwiderte Konrad, ich lud ihn gleich auf meine Schultern, legte ihn einstweilen auf das weiche Lager in meiner Beihütte und lief, um den Bader von Winhöring zu holen. Die letzten Worte hörte Radebot nicht mehr. Als hätte ihn der Blitz niedergeschmettert, stürzte er zu Boden. Konrad eilte zu einem nahe bei dem Berge fließenden Brünnlein, füllte das frische Wasser in seinen Hut und besprengte damit den ohnmächtigen Radbot. Lange wollte es dem barmherzigen Samariter nicht gelingen, den Elenden in das schuldbewusste Leben zurückzurufen. Endlich schlug er die Augen auf. Aber seine Blicke, alle seine Züge waren wirre gleich denen eines Wahnsinnigen. Plötzlich sprang er mit unbegreiflicher Gewalt auf und rief mit grässlicher Stimme in die Morgenluft hinaus: »Gottes Hand hat mich gefasst. Ich bin verflucht. Hab selbst meinen Sohn verbrannt. Hab selbst meinen Sohn verbrannt.« Dann lachte er wieder mit zum Himmel geballten Fäusten, wiederholte obige Worte und lief den Wendelsteig zurück hinab. Konrad folgte ihm in schnellen Sprüngen. Es ward ihm klar, dass Radbot plötzlich vom Wahnsinn ergriffen sei, ohne die Ursache auch nur ahnen zu können. Als beide, Radbot weit voraus, bei der Schmiede unten ankamen, bat Konrad in wenigen eiligen Worten den Meister und seine Söhne, ihm beizustehen. Den vom Verstande gekommenen Radbot fangen zu helfen, ehe er sich selbst ein Leid antue. Bereitwillig eilten sie mit Konrad dem durch das Dorf laufenden Köhler nach, welcher immer schrie: »Gottes Hand hat mich gefasst«, den Konrad auch. »Haltet ihn auf, haltet ihn auf! Der Konrad verfolgt mich!« So rannte er mit emporgesträubten Haaren und in rasenden Sätzen weiter, bei dem Schlösschen vorbei. Alle Einwohner liefen an die Fenster und Türen. So auch Wolf und Ambros. Sie sahen das Entsetzliche, hörten noch aus weiter Entfernung immer und immer den Verzweiflungsschrei Radbots und konnten kein Glied bewegen. Selbst den jüngeren und kräftigeren Burschen gelang es nicht, den schon alternden, aber jetzt von Raserei erfassten Köhler einzuholen. Wie vom Sturmwinde getragen eilte er den Berg zur Kaiserschanze gerade hinauf. Selbst da, wo kein Steig war, wand er sich mit unbegreiflicher Schnelligkeit empor. Als Konrad mit den flinken Burschen gleichfalls die Bergebene erreichten, sahen sie mit Entsetzen, wie Radbot eben den Kohlenhaufen hinauf und sich dann oben kopfüber in die Mitte desselben hineinstürzte. Im nämlichen Augenblicke fiel die ganz verkohlte Tanne tosend zusammen und ein dicker Qualm mit Funken und einzelnen Flammen wirbelte gegen den Himmel empor. Nur einen Augenblick standen die Zeugen sprachlos und erschüttert, dann rief Konrad: »Kameraden, helft meinen Meiler zu zerstören. Können wir auch sein Leben nicht mehr retten, so entreißen wir doch den Leib der Glut, dass er noch neben den Seinigen in geweihter Erde ruhen kann.« Alle legten Hand an. Mit übermenschlicher Kraft arbeiteten sie. Wohl wurde der halb durchgebrannte Meiler zerstört und mancher Bursche hatte sich dabei einige leichte Brandwunden zugezogen. Aber außer dem furchtbar verstümmelten Leichnam Radbots und den verbrannten Knochen seines Sohnes konnte nichts gerettet werden. Gottes Hand hatte beide gefasst, hatte beide gestraft.
12 Tage darauf saß Konrad bei Klärchen und ihrer Mutter, deren Gesundheit durch den Heiltrank des Einsiedlers wiederhergestellt war, als Konrad betrübt sprach: »Ach, mein Klärchen! Aus unserer Hochzeit am St. Cornelitag kann nun nichts werden. Anstatt aus den Schulden herauszukommen, bin ich durch die Zerstörung meines erst halb verkohlten Meilers noch tiefer hineingeraten. Nun mag ein Jahr vorübergehen, ehe ich dich zum Altare führen kann.« »Wie Gott will«, erwiderte Klärchen, indem sie seine Hand an ihr Herz drückte, »ja, wie Gott will, bin ich doch schon glücklich, dass du dem schrecklichen Tode, welchen dir die Bösewichter zugedacht hatten, so wunderbar entgangen bist. Gottes und aller Heiligen Schutz war sichtbar mit dir. Und wird es bleiben«, sprach eine freundliche Stimme hinter ihnen, denn vor dem offenen Fenster draußen stand der alte Einsiedler, der die traurigen Worten Konrads mit angehört hatte, und trat gleich darauf zur Türe hinein. Mit welcher Innigkeit wurde der Greis von den armen Leuten empfangen, wie herzlich drückte Klärchen seine Hände. Hatte er nicht ihrer lieben Mutter Gesundheit wiederhergestellt, die Kranke mehrmals besucht und auch nicht einen Heller für die Medizin angenommen? Klärchen rückte den einzigen mit Leder überzogenen alten Stuhl vor den weißgescheuerten Tisch und bat den Ehrwürdigen doch ein wenig auszuruhen. »Nun«, sprach der Greis lächelnd zu Konrad gewandt, »was hättest du aus deinen Kohlen gelöst, wenn der Meiler nicht vorderhand zerstört worden wäre?« »Ach, ehrwürdiger Herr«, erwiderte der arme Junge, »an 40 Gulden würde nicht viel gefehlt haben, und nun denket einmal, was das für unsereinen für eine große Summe ist.« Da reichte ihm der Greis die Hand und sprach: »Konrad, du trugst deinen schwer verwundeten Feind, welcher dich töten gekommen war, auf dein eigenes Lager und eiltest um Hilfe für ihn fort. Du zerstörtest, wohl wissend, welch Schaden für dich entstehe und wie dein Glück dadurch weit hinausgeschoben würde, deinen eigenen Meiler, um nur den Leichnam deines grausamen Gegners zu retten. Nimm hin, es ist nur ein kleiner Teil der Geschenke, welche Reiche mir für die wiederhergestellte Gesundheit stets zurücklassen. Nimm hin, es wird mehr sein, als dein Schaden beträgt. Und nun feiert eure Hochzeit nur am Cornelitag.« Mit diesen Worten ging der edle Greis, nachdem er das junge Paar, welches ihm dankend zu Füßen gesunken war, gesegnet hatte, zur Türe hinaus. Es war am 16. September, am überglücklichen Cornelitag, für ein Hochzeitszug. Schöner und größer hatte man in der ganzen Gegend noch keinen gesehen, denn alles schloss sich an. Alle wollten teilnehmen an dem Ehrentag eines schönen, frommen Paares, welches Gottes Hand so sichtbar gegen seine Feinde geschützt hatte. Und wo war das lustige Hochzeitsmahl? Wo wurde getanzt, wo gegeigt und das Hackbrett munter geschlagen, dass alle Gäste im flinken Langaus sich drehten? Wo anders als in der Hölle, wo der reiche und kinderlose Wirt dem braven Pärchen die Hochzeit umsonst ausrichtete. Dort hatte sich für Konrad und sein Klärchen die Hölle in den Himmel verkehrt. Der böse Wolf verschwand am selben Tag, an dem sich Radbot in den brennenden Kohlenhaufen gestürzt hatte. Man fand seinen Leichnam später im tiefen Walde, an einer Föhre erhängt. Die Raben und Krähen hatten ihm bereits die Augen ausgehauen und Gesicht und Hände ganz zerfleischt. Ambros gab sich selbst bei Gericht an, wobei er den ganzen Sachverhalt bekannte, und starb auf dem Rabenstein. Und so, lieber Herr, schloss der Veteran, wäre die Geschichte der 3 Kohlenbrenner von Burg zu Ende. Aber Ruhe haben sie auch jenseits nicht. Wenn es regnerisches Wetter gibt, da raucht und dampft es auf den Plätzen, wo sie vor 300 Jahren ihre Kohlen gebrannt haben, dass man wirklich in der Entfernung glauben möchte, es seien 3 Meiler in Brand, und viele Leute, die aber bessere Augen haben müssen als ich, wollen oft in den Rauchsäulen die Gestalten der 3 bösen Kohlenbrenner gesehen haben. Besonders aus dem Mittelsten soll sich oft die riesige Gestalt Radbots erheben und dann burgentlang den Kaiserberg hinaufziehen und sich dort unter Händeringen in eine tiefe Schlucht hinabstürzen. Ende. Buchdruckerei J. Lutzenberger, Altötting.